Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne und das hier ist unser wunderbares Junk Journal, wo wir unsere Paper Dolls dazu gemacht haben und schon ganz viel dazu gebastelt haben. Und ihr seht, was ich hier alles parat gemacht habe, jetzt, wenn wir das Journal endlich füllen. Und ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen überfordert, weil wir so viel Material haben. Irgendwie habe ich das noch nie so gemacht, dass ich so viel vorbereitet habe. Und nachher dann einfach alles ins Journal rein da habe. Also ich muss mega schauen, dass ich mich nicht verzettle oder irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich könnte da ewig dran machen. Ich würde sagen, wir machen da miteinander einfach mal so ein paar Seiten. Ja, genau. Ich kann euch mal zeigen, was ich sonst alles noch so parat gemacht habe. Und zwar, ein paar Sachen kennen wir ja schon, wie hier zum Beispiel Schablonen, ein paar solche, die ich auch schon benutzt habe. Zum Beispiel die hier habe ich gebraucht für bei unserem Cover vorne drauf da. Und die anderen habe ich für die Kärtchen, die wir auch noch gebastelt haben. Beim letzten Mal habe ich die gebraucht, also das passt dann alles wunderbar zusammen. Da habe ich die Schablone, die wir in einem anderen Video miteinander gemacht haben, aus verschiedenem Material ausgeschnitten. Dann haben wir hier natürlich unsere ganzen Paper Dolls, die wir gezeichnet haben, also durchgepaust und ausgemalt. Plus noch alles, was wir dann mal noch ausgestanzt haben, also Hintergrundsachen und irgendwas, so Dekomaterial, noch mit ein bisschen Vögel. Und die da, die Linolschnitte, das sind einfach 4 Linolschnitte, wo wir so können noch ein bisschen reinstempeln können. Genau. Und was haben wir denn da noch? Das da sind eigentlich Papiere, die von der Signaturenführung geblieben sind. Da habe ich ein bisschen zugeschnitten für zum Täschchen ins Journal reinkleben. Ich habe das auch rundum schon ein bisschen geinkt, damit das ein bisschen eine bessere Falle macht. Da haben wir viereckige und dreieckige. Dann habe ich mir auch noch ein paar Städtekarten ausgeschnitten. Die können wir auch als Täschchen benutzen. Unser Journal hat ja innen dran, hinten, so eine Stadtkarte. Und dann passen die eben auch gerade noch so wunderbar drin. So, das ist das. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein paar so Kreisli ausgeschnitten, also ausgestanzt und noch ein bisschen geinkt. Und die möchte ich gerne dann als Tabs benutzen. Ja, zuerst hatte ich irgendwie die schräge Vorstellung, ich könnte sie ja nachher dann eben falten. Und nachher dann kann man sie ja gerade so drumherum machen. Aber dann habe ich gemerkt, aha, nein, das ist ja verkehrt. Ich müsste sie ja dann so haben. Und dann kann ich sie ja gar nicht dran kleben. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, aha, ich hätte eigentlich sogar so eine Form, so wie ein Schmetterling. Also so sieht die aus. Eine Stanzform von meiner Sisix. Nein, eben nicht so. So sieht die aus. Dann stanzt man solche Dinger aus und dann kann man sie so zusammenfalten. So, und nachher dann, genau, kann man sie dann so dran stecken. Gut, also, aber das haben wir jetzt nicht. Ich habe dann gefunden, das ist mir jetzt ein bisschen zu mühsam. Die muss ich so einzeln durch die Sisix durchlassen. Und ich will viel, weil wir haben schliesslich auch viel Papier, wir haben 4 Signaturen. Und dann klebe ich mir doch die aber halt einfach da drin. So, zack. Lenkt. Genau. Ja, und lenkt da locker, also wenn wir das so reinkleben. So, ein bisschen mehr als die Hälfte. Schaut raus, wäre so der Plan. Dann lenkt es hier locker.
Genau, das wären die. Wäre lustig, wenn wir auch noch einen Stempel drauf machen könnten. Vielleicht mit irgendetwas kleines Sommervögel oder ein Blättchen oder ein Blümchen, keine Ahnung. Das wäre auch noch witzig. Genau, und sonst, ja, das wäre alles. Und ich habe das Gefühl, dass, ja, für zum alles in ein Video reinpacken, ist das ein bisschen krass, aber ich glaube, wir fangen einfach mal an mit etwas. Ich mache sicher mit euch jetzt nicht das ganze Buch, das wäre ein bisschen too much, um das ganze Buch zu füllen miteinander. Aber ja, wir machen mal so ein paar Seiten. Mal schauen, wie weit wir kommen. Alles kommt gut. So, auf der ersten Seite, ich finde immer, wenn man das Buch aufklappt, muss die erste Seite so bam, so richtig ansprechend sein. Darum habe ich mir auch die Seite von der Signatur rausgelesen, weil die so richtig leuchtig ist und cool. Das heisst, ich möchte jetzt auch nicht extrem viel verdecken. Und, oh, eben genau, jetzt fängt die Sucherei an. Ich glaube, ich nehme mir hier so ein Kärtchen. Ein kleines, also Kärtchen, ein Täschchen, ein kleineres. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen suchen. Oh mein Gott, das Vögel ist herzig. Und schauen, welche Dame möchten wir, oder welchen Herr, natürlich, wenn wir auf die erste Seite packen. Weil da darf ich also schon jemand kommen, da. Zuvorderst gerade. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass ich so viele Leute gemacht habe mit Kragen. Ich meine, bei den Männern ist es noch ein bisschen etwas anderes. Den hätte ich jetzt kennen, da habe ich extra keinen hergemacht. Aber jetzt der, ich meine, der ist im Jackett, ist vielleicht ein bisschen heiß. Der hat wenigstens so ein Hemdli. Das könnte auch ein kurzärmeliges Hemdli sein. Und der, ja, der auch. Der ist jetzt nicht so fröhlich da. Ein bisschen etwas Fröhliches vorher machen. Die hat einen roten Kopf und die ist vor allem oben abgeschnitten. Die habe ich nicht so gut kopiert. Die finde ich noch schick, aber ja, es ist halt jetzt einfach nicht so mega sommerlich. Also ja schon, aber also ein bisschen spiessig, sage ich jetzt mal. Es ist also auch ein kleines spiessiges Modemagazin, wo ich die rausgepostet habe. Ich hätte eigentlich lieber gerne ein anderes gehabt. Ich habe aber kein anderes gehabt. Es war nur gerade das rum. Ja, genau. Aber ja, man hätte es ja eigentlich selber können, ein bisschen abändern. So, der ist der Kopf nicht abgeschnitten, nur der Arm. So, und eigentlich die würde von der Farbe her jetzt gerade noch recht gut passen. Irgendwie so. Und so. So, ich muss es wirklich nicht so krass vollpacken mit Material. Ich kann, aber ich muss nicht. Oder so. Oder so. Das ist ein bisschen zu viel Farbe. Oder ich tue das. Ich finde das so schön, das sieht so ein bisschen aus wie eine Landschaft. He? So. Oder so. Oh ja. Ja, ich glaube, ich mache das so mit dem Herzchen. Gut, jetzt Leim. Ich glaube, sicher für Täschchen nehme ich den Tacky Glue. Da kann ich schöne Linien machen.
Er weicht mir das Papier nicht auf und trocknet recht schnell. Das ist sicher nicht übel. Wo wir da sind. So. Basteln wieder viel Zeit unten. Bravo. So. Ja, komm. Das auch gerade mit dem. So, und dann die hier. Die könnte man theoretisch mit Stiftleim aufkleben. Mal schauen, ob das gut geht, sonst nehmen wir dann auch den Tacky. Voilà. So, die hier haben wir jetzt natürlich auch noch inken. Auf jeden Fall. So, hey, das ist unsere erste Seite. Langt das schon? Wäre das überladen, wenn wir jetzt hier noch reinstempeln würden? Ich glaube schon. Man kann ja schon überladene Seiten machen, aber ja, man muss nicht alle komplett überladen machen. So, jetzt könnten wir noch mal so eine Stadtkarte drin tun. Leider steht nicht drauf, welche Stadt das ist. Das hat man schön abgeschnitten. So. Und dann ist das so groß, dass wir da einen drüber rein könnten kleben, hä? Hey, was ich auch mega aufpassen muss, ich muss das zuerst noch ausprobieren. Ob das fest durchdrückt, wenn man da drauf stempelt. Aber ich glaube, was ich machen kann, ist oben und unten dann da mit der Schablone noch ein bisschen drüber. Gut. Machen wir noch das. So. Das mache ich glaube mit dem, oder? Ich könnte zuerst mit dem roten, also mit dem, ja mit dem, Moment, so.
mit dem drüber und nachher irgendwie noch ein bisschen mit dem Gel drüber. Habe ich ein gelbes Bäseli? Ich habe ein gelbes Bäseli. So. Macht das etwas? Keine Ahnung. Ein bisschen. So. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Das finde ich ist noch recht cool rausgekommen. So, einerseits ein bisschen orange, ein bisschen rötlich ist und dann geht es so ein bisschen gel-orangeliche rein. Dann machen wir doch das jetzt, probieren wir das jetzt auch gerade so. Mache ich das mit dem rötlichen ein bisschen fleckiger. So, auch über den Mannsgockel rein da. Und so. Und dann mit dem Gel den Rest. Wow, hey, das sieht sicher cool aus. Habe ich das Gefühl. Oh ja, schön. Und das jetzt noch. Da noch das Letzte. Oh. Ist ein bisschen gekommen. So. Ja, gut. Hey, cool. Gefällt mir, gefällt mir. Sieht gut aus. Es ist ein grosses Täschchen, aber macht nichts. Ich muss auch nicht auf jede Seite ein Täschchen drauf machen. Selbstverständlich, sonst wird es ein bisschen extrem. Aber da könnten wir doch jetzt die Dame da mal drauf schablönen. Oder muss ich sie wirklich gut festheben. Ich glaube, ich mache das in Blau. Ja, gerade wenn es so weich ist, weil die Seiten so bouncig sind, ich weiß nicht, wie man das sagt, so, sich so bewegen. Ja gut, das geht schon. Geht schon. Ein bisschen. Hui. So. Muss man einfach ganz langsam und Schritt für Schritt. Dann funktioniert es irgendwie. So, schön. Das gefällt mir richtig gut. So, geben wir denen noch ein Vögeli. Aber nicht ein grünes. Ein orangiges. Wäre jetzt herzig, wenn es der würde auf der Schulter stehen. Aber nein. Da unten ist es ein bisschen blöd, hä? Oder braucht das Vögeli noch einen Hintergrund? Etwas Verrücktes? Nein, das nicht. Bin ich wieder zu weit unten? Nein, ein bisschen, gell? Es ist ein bisschen schwierig, so viel Material im Griff haben. Vielleicht hätte ich das ein bisschen besser auch noch sortieren, nicht alles durcheinander mischen, sondern Formen und Männchen wenigstens irgendwie. Oh. Wie wäre es so? Das ist eine komische Bildaufteilung, hätte man sich das vorher überlegen müssen.
Und vielleicht müssen wir auch kein Vögel her tun. Ich finde es gerade absolut nicht. Gut, lassen wir es. Vielleicht braucht die auch gar nichts anderes. He? Das kann ja auch sein. So. Ja. Ich glaube, das können wir gerade so machen. Ach, es sieht cool aus. Es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich mega gut. Tja, wie wäre es noch mit dem Stempel? Jetzt hoffen wir, dass es nicht durchdrückt. Jetzt habe ich das Gefühl, da kommt da mega viel Farbe drauf. Und da möchte ich jetzt gerade ungern, dass es durchdrückt, dass ich es überkleben müsste. Das wäre jetzt gerade ein bisschen schade. Hey, das sehe ich gerade. Die da. Oh, die würde doch super da drauf passen. He? Oh mein Gott. Schön. Genau, das wollte ich. Das klebe ich jetzt gerade auf. Jetzt muss das gerade da drauf. So, jetzt, vielleicht ist das ein bisschen blöd, wenn da der Arm abgeschnitten ist. He? Aber so wäre doch noch gut. Hey, seht ihr etwas? Oh, ich rutsche immer wieder runter, gell? Weil ich da oben so ein Knosch habe und ich da am Suchen bin. So, vielleicht können wir da einfach so ein Täschchen mal aufkleben, oder? Ups. Ja, sicher. So, und dann noch ein Vögel irgendwo. Das sieht lustig aus mit den blauen Füßen und dem blauen Schnabel. Ja, komm. Nur das hier. Oh, jetzt ist es oben voll Leim. Jetzt muss ich das zuerst schnell ein bisschen trocknen lassen, bevor ich das wieder zuklappen kann. Ich glaube, ich tue da einfach mal etwas zwischen rein. Hier haben wir ja schon dekoriert. So, ich kann es hier noch ein bisschen trocknen. Dann können wir in der Zwischenzeit diese Seite hier machen. So, also, da werde ich jetzt mal probieren, eine reinzustempeln. Wenn es nachher auf dieser Seite zu fest durchdrückt, können wir jetzt einfach etwas drüber kleben. So, und dann machen wir noch das hier mit so Pink oder was auch immer das für eine Farbe ist. So. Zack. Prima. Und noch ein ganzes bisschen. Ganz bisschen drückt es durch. Also, ich denke, die da und die da, die werden ein bisschen durchdrücken. Aber die zwei, weil wir hier gar nicht so viel
Farbe kann drauf tun kann. Das nimmt es gar nicht so gut an. Oder auch nicht so viel Farbe nimmt es an. Ja, die werden sehr wahrscheinlich nicht durchdrücken, nehme ich jetzt mal an. So, jetzt aber geben wir doch dieser da. Wow. Der geben wir noch ein bisschen Blumen, oder? Oder weil es hier schon so Quadrat drauf hat, sollen wir ihr lieber Quadrat geben? Nein. Da um die herum ein bisschen Blumen, und zwar in Gel, würde ich mal sagen. Gelbe Blumen. Rund um die Dame herum. Schön, ja, das sieht doch prima aus. Gefällt mir. Kann man von mir aus auch gerade so sein. Und dann tun wir jetzt gerade hier weiter basteln, dass das hier noch mal ein bisschen trocknen kann. Da, was wäre da gut? Irgendwie wieder mal so ein Täschchen. Ehrlich gesagt habe ich die Täschchen gar nicht gezählt. Also weiss ich gar nicht, wie viele von diesen Täschchen dass ich in eine Signatur reinmachen kann. Wie viel habe ich da jetzt schon drin? 1, 2, ja, es klebt immer noch ein bisschen. 2. Ja, da kann man gut da noch eins rein tun. Aber was für eins, ist die Frage. So ein dunkles? Ja, wieso nicht? Wieso nicht einmal ein dunkles? Und dann so, und ein Vögeli. Das wäre doch herzig, oder? Ja, das gefällt mir. Also hier sehen wir, es drückt ein kleines bisschen durch, also kleben wir doch hier irgendetwas drauf. Wie wäre es mit so einem hier? Oh ja. Oh ja. Und das können wir jetzt so herkleben. So. Und dann so ein Täschchen. Ich habe zwar die lieber eigentlich, wenn sie so drin sind, dass man es so reinstecken kann, weil dann geht es nicht zum Buch aus. Und man könnte es ja eigentlich auch so machen, oder? Zack. Und dann machen wir doch hier unten mit was für einer Farbe? Wenn wir mit Blau. Aber ein bisschen mit hellblau. Oh, das ist da. Und ich glaube, ich tue nur fein, oder? Ja, das ist sehr gut. So, da habe ich jetzt ein bisschen viel Farbe genommen. So. Ha! Das sieht doch cool aus. Yes, genau. Super. Haha. Ich glaube, diese Seite die lasse ich gerade so. Oder soll man einfach hier in der Mitte so ein Männchen herkleben? Ja, komm. Das sieht doch gut aus. Das ist doch wunderbar. Da hätten wir sie noch so ein
einfach ein bisschen leuchtiger. Das ist die kopiert und das ist die echt. Und wir die jetzt auch hier noch wieder abschneiden. Na komm, ich nehme die. Ich habe das Gefühl, die Farbe aussen leuchtet dann ein bisschen mehr. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aber ich spare mir jetzt, glaube ich, die Leuchtiger für eine weniger leuchtigere Seite, um ein bisschen mehr Leuchtigkeit reinbringen. Die hier. So. Und die Seite leuchtet schon genug von sich aus. Das sieht doch cool aus. Genau. Und hier, sie finde ja so eine geniale Seite. Also es hat wirklich ein paar Seiten drin, wo ich muss sagen, wow, richtig genial. Das verdeckt mir zu viel. Das auch. Da könnten wir ja eigentlich auch einfach nur so ein, oh, das da vielleicht. Und so. Wenn die gerade gleich gross sind, also von den Dings her, von den Proportionen her, gerade mega gut zueinander passen, können wir doch gerade die zwei nehmen. Schauen sie einander sogar noch an, ein bisschen, oder haben wir so einander zugeneigt und dann können wir da. Das wäre ja witzig. Aber ich kann dort nicht in die Mitte reinkleben. Lustig wäre, wenn wir jetzt noch ein grünes Herzchen hätten, aber das habe ich glaube nicht. Dann könnte man es so halbieren und auf dieser Seite das Orangige und auf dieser Seite so das Grüne. Das wäre lustig gewesen, aber komm. Schon fast ein bisschen zu kitschig. Und wenn man es nachher abeinander schneidet, so ein Herzchen abeinander schneiden, ist immer ein bisschen kritisch. So. Voilà. Oh ja, hey, das ist doch super Seite. Ich finde es cool. Genial. So. Ja, jetzt sind wir schon in der Mitte. Hey. Schon in der Mitte. Irgendwo muss ich so eins noch unterbringen. Aber Moment, jetzt haben wir also ein Täschchen. Wir könnten wieder mit einer Schablone mal etwas machen. Die da, die schaut auf die Seite, dann müsste die hier rüberkommen. Und dann könnte man mit Rot oder so etwas Ähnliches. So, ich probiere jetzt hier die Ränder so ein bisschen abzutupfen. Oh, ich weiß nicht, wie viel Farbe das da drauf ist. Dass das so, nicht so einen starken Übergang gibt, sondern in der Hoffnung, es tut dann so ein bisschen verlaufen. Weißt du, wie ich meine? So einen Verlauf geben irgendwie. So ausfaden, oder wie man dem sagt. So, keine Ahnung, ob es funktioniert. Einfach probieren. Zack, drauf. Ich hoffe, der Punkt ist jetzt nicht irgendwo voll auf der Nase oder so. Aber ich glaube es nicht. Es wird irgendwo an ihrem Kopf sein. Bei den Haaren oder so. Oh. Okay. Ja, gut. Also der mit dem Ausfaden ist mir gelungen.
Ich fürchte, es wird ein bisschen schwierig auf diesem Papier, weil es so verkrügelt ist. Oder ich weiß jetzt nicht genau, was es gelegen ist. Habe ich viel zu wenig Farbe drauf? Aber nein, eigentlich nicht. Ich hätte zu wenig Druck machen. Vielleicht hätte ich sollen mit dem Waldzis. Probiere ich das sonst beim nächsten Mal, ob es besser geht. Oh ja, jetzt ist die halt so. Was machen wir da? Ich hätte so eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die schlau ist. Wenn ich jetzt einfach mit einem Pinsel da ein bisschen die Linie oder die Flächen ausmalen mit Wasser, würde es das ein bisschen verschmieren, aber dann drückt es komplett durch und nachher habe ich wahrscheinlich hier genau das gleiche Geschmier. Wenigstens ist der Topf nicht in ihrem Gesicht. Immerhin. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Da könnten wir so ein kleines Täschchen rein tun und ich inke das gerade mal ein bisschen mit Rot. So. So, ja, also ich glaube, das kann man machen, oder? Das ist nicht langweilig. Hey, ich finde das recht cool. Wir haben jetzt tatsächlich eine Stunde gehabt, für eine halbe Signatur füllen. Schön, in der Hälfte sind wir. Das ist ziemlich krass. Also kann man sich ausrechnen, wie lange das ich noch wird haben, um den Rest zu füllen. Ja, ich weiß nicht, an was das liegt, dass ich habe wahnsinnig viel Material, aber ich muss auch wahnsinnig fest suchen. Und man ist natürlich sehr, ja, hat dann die Qual der Wahl, gell? Man könnte natürlich das auch so machen, wie ich es schon mache, dass ich sage, so, jetzt habe ich hier die Täschchen, zack, zack, zack. Ich tue einfach zuerst mal alle die Täschchen reinleimen und dann mache ich zack, 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 dann tue ich alle die Täschchen reinleimen und dann tue ich alle Männchen verteilen und mit Hintergrund zusammen und am Schluss mache ich alle Tabs rein. Ja, das ist natürlich auch möglich und wahrscheinlich wäre man so ein bisschen schneller. Ich habe jetzt halt wirklich probiert, jede Seite so zu gestalten, ja, dass wie alles halt zusammenpasst. Und das ist natürlich, hat sehr seine Berechtigung, natürlich. Auf jeden Fall. Ja, ich finde es extrem cool. Mir gefällt es mega gut. Ja, ich würde sagen, ich mache das noch schnell fertig. Und dann kann ich euch das schlussendlich auch noch zeigen, wie das am Schluss rausgekommen ist. Und ja, hey, ich habe extrem Freude an dem Journal. Es ist so sommerlich, es macht so Reiselust. Es hat auch überall noch genug Platz, um irgendetwas zu notieren oder so. Es darf aber auch einfach mal leer sein. Oder leer, halt einfach ein bisschen freier. Wir haben ja dann wir haben ja noch so Journal-Karten gemacht, die man dann noch rein tun kann. Die sind auch so ein bisschen wild geworden, wie die Langkarten. Und ich glaube, das wird am Schluss ganz ein tolles Journal. Mir hat es mega viel Spass gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spass gemacht beim Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.